Das Dorf Supca im Kosovo vor wenigen Tagen. Trotz des Ausnahmezustandes in dieser jugoslawischen Südprovinz ein friedlicher Eindruck. Seit Ende des Zweiten Weltkrieges haben rund 300.000 serbische Familien die Provinz verlassen. Serben stellen heute nur noch etwa 7% der Bevölkerung. Dies sind Serben. An diesem Sonntag feiern sie Saduschnice, Allerseelen. Nach altem Brauch tragen sie ihr Festessen und den besten Slivovitz zu ihren Verstorbenen. Der Friedhof in Miloševo ist einer der wenigen, die nicht von albanischen Nationalisten geschändet oder ganz dem Erdboden gleichgemacht wurden. Sechs Kilometer weiter im Dorf Samodrja brachen sie in diese Kapelle ein und zerstörten wertvolle Fresken aus dem 13. Jahrhundert. Auch die Friedhofsruhe der Helden der Schlacht auf dem Amselfeld gegen die Türken, das war 1389, wurde nicht geschont. Albanische Separatisten brachen das Grab an der Außenmauer der Kirche auf, zerstreuten seinen Inhalt. In diesem Dorf wohnten noch vor wenigen Jahren etwa 400 serbische Familien. Heute sind es nur noch 2. Hier lebt Milica Đurić mit ihren 3 Enkeln. Zum Friedhof kann sie nicht mehr gehen, er existiert nicht mehr. Allein im Umkreis dieser Gemeinde haben die Albaner 17 serbische Friedhöfe zerstört. Viele Grabdenkmäler haben sie zertrümmert. Ich selbst habe keine Angst vor ihnen, aber ich fürchte für meine Kinder. Sie könnten eher zufällig unter ein Auto oder einen Traktor kommen. Natürlich haben wir Angst. Seit dem Aufstand der Albaner 1981 können wir uns nicht mehr richtig frei bewegen, nicht mehr ruhig schlafen. Hier, bei meinem Haus direkt hinter dem Obstgarten, wurde der Dorfjunge Danilo von einem Albaner umgebracht. Seine Mutter ist auch abgewandert zum Sohn nach Belgrad. Wollen Sie das Dorf auch verlassen? Wenn ich das Haus verkaufen könnte, sofort, aber ich weiß nicht, wo ich anders leben könnte. Wir hatten hier im Dorf beschlossen, auszuziehen. Wir sind zur Gemeindeverwaltung gegangen. Ich sagte dem Bürgermeister, sehen Sie doch, was Sie uns antun. Er meinte, nimm ein Gewehr und bring sie um. Aber wie soll ich töten? Ich muss mich doch dafür verantworten. Dann habe ich 100 Schuss Munition und ein Gewehr verlangt. Es gibt zwar hier Miliz, aber zu ihr habe ich kein Vertrauen mehr. Warum haben Sie kein Vertrauen zur Miliz? Warum? Weil auch die Angehörigen der Miliz Albaner sind und die halten sich nicht an die Gesetze. Ich würde lieber selbst im Dorf Wache halten. Wenn ich einen sehe, der eine Kuh stehlen will, ich würde zweimal Halt sagen und dann schießen. Ich würde mich so lange verteidigen, bis die Armee kommt. Ich wohne hier mit 5 Enkeln. Ich habe im Haus kein Gewehr, aber 2 Äxte. Glauben Sie mir, nachts kann ich nicht mehr schlafen. Ich bleibe wach. Und wenn einer an die Tür kommen würde, dann packe ich ihn mir. Offen gesagt, wir leben hier in Angst. Viele andere serbische Familien in den Dörfern ringsum haben aus Angst vor den Albanern alles stehen und liegen gelassen und sind in das eigentliche Serbien geflüchtet. Das ist auch ein Kampf um Lebensraum. Albanische Familien im Kosovo haben durchschnittlich 12 Kinder. Sie dehnen sich mit Gewalt aus. Die Serben fühlen sich von den Albanern systematisch verfolgt. Manche serbische Politiker sprechen sogar von Völkermord. Nach 1981 hat sich das Bild unseres Dorfes, in dem früher überwiegend Serben lebten, wesentlich verändert. Sehen Sie nur diese Mauer. Einst stand hier ein serbisches Haus mit einem Zaun. Heute sind die Albaner in der Mehrheit.